Mein Name ist Pina Delvaux. Ich bin Künstlerin und ich mache Art in Boxes und Art in Box. Es hat angefangen bei mir mit zwei ganz wichtigen und bedeutungsvollen Evenementen. Das erste war, dass wir bei uns daheim einen palästinensischen Jungen abgeholt, der war hergekommen über Madame Delbos. Die hat einen Kulturaustausch organisiert mit Tänzer, mit palästinensischen Jugendlichen, die ihren traditionellen Tanz abgefordert, und das war ein Kulturaufenthalt, der Kulturaustausch. Also sie haben da Leute gesicht, für einen Jungen zu logieren, und wir haben dann den Mohamed Ajouri bei uns abgeholt. Also das war schon eine ganz, ganz außergewöhnliche Erfahrung, und das war ja im März 2016. Und dann im April 2016 habe ich dann die Reise mitgemacht an Palästina. Also das nicht mit Kleinigkeiten nur gegangen wie Konferenzen oder so, mir direkt dran. Und das war schon krass, wenn ihn gesagt, wenn ihn erlebt, was mit den Menschen, was da passiert, das ändert sein ganze Point de vue zu Israel total krass. Und ich habe da vielleicht überhaupt mal gesehen oder gespürt oder erlebt, was da los ist. An so einem Ausmaß hatte ich für Druck keine Ahnung. Also ich schon viel mehr eine kritische Haltung gekriegt gegenüber Israel. Ich habe das nie so mich so dafür auch interessiert. Mit die Leute, die wir da begangen tun, die Projekte, die wir kennengelernt haben, den das Komitee da und wie gelegt hat, do not forget, da spielt den einfach, da merkt ihr, wie Palästinenser Tag für Tag zu evaluieren kämpfen, wie sie der Willkür von der israelischen Armee und noch die Kolonnen ausgeliefert sind. Und das kann keinem so erzählen, wenn ihn mit ihnen selber schwätzt, zu begegnen, von ihnen empfangen wird, das ändert ganz viel. Ja, und gedenken so klar, wie Israel gegen Menschenrechte versteht. Und das hält ja eigentlich nicht ab. Sie fuhren systematisch weiter. Ja, sie sperren ihnen das Wasser auf, sie holen ihnen die Luft für zu atmen. Sie holen ihnen alles weg und zerstören ihnen ihre ganzen Visionen, ihre ganzen Projekte, ihre ganzen Ziele für ein menschenwürdiges Leben. Also da war eine Begegnung nur der andere, die hat den immer irgendwie überwältigt, hat den auch auch Fried gemacht, weil ihn so empfangen ging, mit zur gleichen Zeit hat den noch so aufgehabt. Wenn das Komitee einen palästinensischen Invité hat, der Wissenschaftler und Doktor, da geht das aber so einfach eine persönliche Art organisiert, das geht einem um das Herz. Und das Komitee besteht doch aus Menschen von so vielen verschiedenen Länder oder so viele verschiedene Ansichten, Meinungen, und so verschieden wie es nicht geht, und aber klappt es zusammen. Das ist wirklich schön. Ich fand, sie machen eine formidable Arbeit. Jeder ist willkommen und zu gleicher Zeit also mitzuhelfen, und zu gleicher Zeit fühlen sich ganz frei. Es gibt nie Druck gemacht, du kannst einfach von dir aus entscheiden, will ich da mitmachen, will ich an der Arbeit mitmachen, will ich überhaupt nicht mitmachen. Ich fand das Gedenken ein Gefühl für große Generosität.